jongens, als er iets... Hey, als er iets chill is op een zwoele donderdagochtend, dan is het immers die neven de weg gitaar zit te spelen. Hello. Hi. How can I help you? Well, where are you from? I'm from Germany. You are from Germany. Also, wir können auch Deutsch reden. Ja, ich wusste nicht, was Ihnen lieber ist, ob ich jetzt Deutsch oder Englisch rede. Okay. Ist dir egal? Ja, ich bin da flexibel. Hi, ich bin der Bastian Patrick. aus Holland. Wir haben eine Fernsehsendung, wobei wir immer so quer durch Limburg fahren. Und wenn wir etwas Besonderes sehen, dann gehen wir immer hin und dann Aber ich mal merke schon, gucken. ich bin jetzt was Auffälligeres gewesen. Genau. Das sieht man nicht jeden Tag. Dass da Ja, einer das sich war jetzt auch einfach nur das Zufall. Fahrrad hingeschmissen hat und... Das hat gerade durch Zufall ergeben. Ich war eigentlich hier auf einen Freund, wir wollten noch weiter Richtung Fenley fahren und ich wusste vielleicht mal an der Zeit, dass es anfangen sollte. Okay, und der hat sich verspätet oder so. Nee, er hat sich verspätet und ich warte jetzt hier auf den. Okay, und wo soll der herkommen? Aus Twistin. Aus Twistin, also auch ein Deutscher. Ja, also auch hier Okay. Und du bist, woher kommst du aus Deutschland? auch aus Deutschland, aus Kevlar. Aus Kevelaar, okay. Ja. Das ist ja nicht sehr weit auseinander, ne? Nee, das ist von hier 10 Kilometer, von Twistin 8 Kilometer. Und was gibt's im Verrei? Schönes. Ja, ich weiß nicht, ob ich das von der Kamera so sagen kann. Ach so. Hat das etwas mit Rauchen zu tun oder so? Ja. Okay, schon klar. Kein Problem. Das ist hier ja nicht so schlimm wie bei euch, ne? Bei uns wird das komischerweise immer noch relativ hart verfolgt, obwohl ja eigentlich mittlerweile raus ist, dass die Folgen eigentlich eher bei minderjährigen Start sind. Hey, und das ist eigentlich, was ist denn das für eine Gitarre? Das ist Ukulele, ein Ukulele. also hawaiianisches Instrument. Okay, und du bist eigentlich so ungefähr der Jack Johnson aus Kevelaar. Nee, ich bin eher so Anfänger, was das angeht. Okay. Aber ich nutze eigentlich jede Möglichkeit zum Spielen. Hast du auch Unterricht? Nee, habe ich mir alles selber beigebracht bisher. Okay. Über Bücher. Und wie alt bist du? 21. 21. Und was machst du? Studierst noch? Nee, ich bin zurzeit, also ich mache den Bundesfreiwilligendienst. Das ist quasi ein soziales Jahr in einer Jugendeinrichtung. Also ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen zurzeit. Hört sich ziemlich cool an. Ja, ist eigentlich ziemlich, also macht auf jeden Fall Spaß. Okay, und was machst du genau mit Kindern und Jugendlichen? Ich arbeite so gesehen in einer UGS, also in einem offenen Ganztag. Ich betreue die dann quasi, wenn die von der Schule kommen, beim Lernen, bei den Hausaufgaben. Und nachmittags halt spiele ich mit den Kindern oder unterhalte mich mit denen über deren Probleme. Und das sind alle Kinder oder Jugendliche, die Probleme haben? Nee, das sind eigentlich fest angemeldete Schüler. Okay. Nur nachmittags haben wir ein Angebot, da kann halt jeder dazukommen. Und wenn die Kinder halt Probleme haben, die kommen dann auch zu uns, reden mit uns darüber. Also quasi wie die zweiten Erziehungsberechtigten, also wie die zweiten Eltern. Okay. Nur halt, oder wie die älteren Geschwister von denen. Okay. Und kommen da auch so manchmal so die was schlimmere Geschichte auf dich zu? Ja, teilweise, also eher selten. Und Kevelaar ist da ein sehr ruhiger Ort. Also wir haben schon Kinder dabei, die aus Problemfamilien kommen oder eine schwere Kindheit haben. Aber bei uns hält das eher im geringen Maße. Wie war deine Kindheit? Oh, ja, es geht. Es geht. Also ich hatte jetzt nicht die schlechteste, aber jetzt auch nicht unbedingt die beste. Okay. Und wie kam's? Ich hatte sehr starke Differenzen mit meinem Bruder. Wir kommen auch erst richtig seit 1-2 Jahren klar. Aber weiter möchte ich jetzt nicht auch unbedingt vor der Kamera drauf eingehen. Okay, aber ist älterer oder jüngerer? Älterer Bruder. Älterer Bruder. Aber jetzt seit ein paar Jahren Wir kommen geht's wieder. mittlerweile super miteinander klar. Okay. Also, Aber das wäre nie was gewesen. Okay, also das ist eigentlich doch das Wichtigste, Ja. ne? Dass wieder Dass gut man wieder ist. miteinander klarkommt, ist auf jeden Fall wichtig. Und dass man Streit irgendwann beiseite legt. Okay. Also es hat, wir werden nicht weiter drauf eingehen, aber es hat schon mal gekracht. Ja, ziemlich oft eigentlich. Okay. Und deine Eltern? Mit denen komme ich eigentlich super klar. Also die haben sich meistens rausgehalten aus den Differenzen, aber
Ich glaube, als Elternteil wäre ich auch überfordert manchmal mit solchen Situationen. Und wo lebst du jetzt? Noch in Kevlar, beziehungsweise also in einem Vorort von Kevlar. Okay, aber nicht mehr zu Hause? Doch schon. Bei deinen Eltern? Ja. Okay. Und jetzt, wenn dieses Jahr zu Ende ist? Dann wollte ich studieren gehen, Sozialpädagogik. Also auch wieder mit Kindern wahrscheinlich. Mit Kindern? Ja. Was ist dann für dich besonders der Reiz, um mit Kindern etwas zu machen? Es wird immer gesagt, wir sollen unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen. Aber ich bin der Überzeugung, wir sollten dieser Welt erstmal bessere Kinder überlassen. Also Kinder, die nachhaltiger denken. Aber Menschen, die nachhaltiger denken. Denn die Kinder sind ja auch unsere Zukunft, ne? Ja, die Kinder sind unsere Zukunft, die Zukunft des Planeten. Und ja, die politische Lage in Deutschland ist jetzt auch nicht so toll, da jetzt wieder eine rechte Partei im großen Kommen ist. Aber zumindest leider ansteigt. Und ich habe es mir jetzt irgendwie auch zur Lebensaufgabe gemacht, den Kindern die Welt so offen beizubringen, dass sie ohne rassistische Vorurteile oder Vorurteile gegen Menschen weitermachen. Und allgemein offener mit Menschen, Tieren etc. umgehen. Und ja, auf jeden Fall friedlicher werden. Hast du das von zu Hause mitgekriegt? Diese Lebenseinstellung? Nee, die ist mittlerweile gekommen. Es gibt einfach so viel Leid auf der Welt. Und das fängt einfach schon mit der Erziehung an, dass es überhaupt dieses Leid weitergeht. Also so wie die Kinder geprägt werden, werden sie auch später weiter ihre Kinder prägen. Wie kann deiner Meinung nach unsere Welt besser werden? Was müssen wir da machen? Vieles. Man müsste allein schon kleinere Probleme wirklich als kleine Probleme ansehen und nicht total groß machen. Ich meine zum Beispiel jetzt auch Politiker, wenn die persönliche Differenzen haben, müssen die nicht in der Politik ausleben. Das müssen die zu Hause lassen, sich wirklich mal für die Völker, für die Menschen an sich einsetzen und nicht fürs große Geld oder sonst was, sondern einfach nur, dass es den Menschen und Lebewesen allgemein gut geht. Und dass es auch übergreifend ist. Also ich finde, dass Nationen übergreifend noch miteinander arbeiten sollten und nicht gegeneinander. Hast du das mitgekriegt, dass sich der Herr Trump und damit auch die ganzen USA sich zurückgezogen haben aus dem Klimavertrag von Paris? Ja, schlimm genug. Ich meine, die glauben, in deren Augen ist ja immer noch das Ozon noch ein großes Wunder. Das ist eigentlich gar nicht in deren Augen existiert. Also finde ich schon eine Schande teilweise. Aber vielleicht macht es bei denen jetzt auch mal Klick, nachdem die Trump hatten. Und die kriegen vielleicht mal endlich eine andere Regierung. Aber ist das nicht jetzt wieder ein Schritt rückwärts? Ja, es ist ein großer Schritt rückwärts. Aber ich meine, von hier aus kann man nicht viel daran ändern. Woher holst du diese Energie, diese Motivation, um das zu machen, was du gerne möchtest? Meine Motivation. Inspiration ist kommt das eigentlich Musik, durch. Oder? Ja, sehr stark Musik geprägt. Also ich bin schon immer bei Musik sehr textfixiert gewesen. Also wenn ich irgendwie Musik gehört habe, ich habe sofort, also auch schon als Kind angefangen, mir die Texte anzuhören und teilweise gedacht, was soll der Bullshit, den die da singen, über Gewalt oder sonst was? Warum macht dich was Friedliches? Aber warum predigen nicht was Vernünftiges? Musik ist einfach so ein großer Einfluss, auch wenn man es selber nicht bemerkt. Was sind denn deine Lieblingsdarsteller im Moment? Oder überhaupt? Überwiegend, also Musik höre ich relativ gemischt. Jetzt, okay, wie man jetzt teilweise auch sehen kann, denke ich mal Reggae überwiegend. Und so meine Hauptinspiration ist die Band Soulja, weil die sehr hochphilosophische Texte schreiben und auch sehr sozialkritische Texte. Und teilweise auch also es ist eine amerikanische Band, aber wenn ich mir mein Umfeld teilweise angucke, merke ich ja, die Texte kann man überall anwenden. Also es läuft überall was falsch und alles läuft sehr ähnlich falsch. Also das ist der Löwe. Nee, der Löwe ist mein Sternzeichen. Ach so, also das hat mit Bob Marley nichts zu tun? Nee, das hatte damit nichts zu tun, also es kam schon früher. Ich wollte früher schon immer einen Löwen haben. Ich finde auch Löwen sind sehr eindrucksvolle Tiere. Okay. Die auch Menschen zeigen, man sollte eigentlich nur jagen, wenn es nötig ist. Und nicht zum Vergnügen oder für Überfluss. Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Nicht mehr? Single. Okay. Seit wie lange nicht mehr? 4 Monate. Okay. Denn du sagst jetzt, ich möchte mein Leben so einteilen, dass ich vor allem Jugendliche und Kinder helfen kann. Ja. Wie sieht es dann aus mit
deine eigenen Kinder? Möchtest du Ja, überhaupt ich Kinder? möchte später Kinder, aber liegt noch in ferner Zukunft. Also ich habe mir noch vorher relativ viel vorgenommen, was ich machen wollte. Aber in dieser Welt jetzt, es gibt Leute, die sagen jetzt schon, Ja, die möchten keine möchte Kinder in die keine Welt Kinder setzen, mehr. aber ich sage, ich möchte schon Kinder, aber ich möchte den Kindern auch beibringen, dass ja, es geht besser, wenn alle an einem Strang ziehen würden. Aber die Differenz ist halt zwischen den Menschen noch zu groß, was mich persönlich stört. Aber ich möchte später auf jeden Fall Kinder und die direkt beibringen, dass es geht besser, wenn man die Leute überzeugt mitzuarbeiten, dass es besser geht. Aber wenn sich kollektiv zusammenfindet und zusammen dafür arbeitet, dass es besser wird. Okay, also zum Beispiel wie der Gandhi das gemacht hat. Zum Beispiel. Also Dass der hatte doch den Friedensmarsch, ne? Also Genau. Ja, so quasi. Das hat ja auch was erreicht. Okay, es hat jetzt in Indien quasi einen Rückschlag gegeben, jetzt wirtschaftlich bzw. technisch, aber das kann sich ja auch noch wieder ändern, wenn die Leute wieder an einem Strang ziehen würden. Also vielleicht bist du ja der neue Gandhi. Ich glaube, dafür bin ich nicht so durchsetzungsfähig genug. Okay, aber ich glaube, die Welt kann Leute wie du ganz gut gebrauchen. Freut mich zu hören. Dankeschön. Ich wünsche dir eine gute, es ist schon noch eine... Ja, noch gut 10 Kilometer, Ja. 12 Kilometer. Aber du hast Zeit, ihr habt Zeit. Ja, ich habe die Zeit. Also, beziehungsweise ich nehme mir die Zeit. Viel Spaß. Vielen Dank. Und viel Glück. beim Dankeschön. Leben. Und danke. Danke. Gerne. Also, war mal eine interessante Erfahrung. Ich Ja, habe ne? von der Kamera Für gesprochen. uns auch.